gehen wir's an. Eine gute Geschichte lebt von den Leuten, die sie erzählen. Der will unbedingt noch händisch arbeiten. Und du musst mitziehen. Ja, das machen wir mit. Da merkt man, dass du der Bub vom Baggerfahrer bist. Die hängt nur auf den Joystick. Da in der Weststeiermark gibt es viele lustige Leute. Die aber auch ganz schnell ernst werden können, wenn zum Beispiel nicht sauber gearbeitet wird. Oh, schau mal her. Der kann den Hut durchschmeißen. Furchtbar. Der muss besser machen. Was eine gute Geschichte nur ausmacht, man weiß nicht, wie es ausgeht. Vor allem nicht, wenn man wie in der Geschichte versucht, eine 60 Jahre alte Dreschmaschine wieder in Betrieb zu nehmen, die zum letzten Mal 1989 gelaufen ist. Anfangen tut die Geschichte aber viel früher mit Vater und Sohn. Der Hans und sein Papa Peter sind zwei waschechte Weststeirer und irgendwie auch zwei Individualisten. Das, was sie vorhaben, ist nämlich ein Haufen Arbeit, die sie heute sonst keiner mehr antut. Das Dreschen, also das Trennen von den Getreidekörnern und dem Stroh nach der Ernte, ganz ohne Mähdrescher, so wie früher. Für die Bauern war das vor 100 Jahren nur eine monatelange Arbeit. Ohne Familie geht da nichts. Bevor es zum Dreschen wird, muss das Korn aber erst einmal runter vom Feld. Peter, ihr arbeitet da auf eine ganz alte Weise. Wieso tut man sich das überhaupt noch, diese ganze Arbeit da? Wir wollen das der nächsten Generation und der übernächsten weitergeben, damit sie wissen, wie unsere Vorfahren das Stroh sozusagen gemäht haben, beziehungsweise wie es eigentlich zum Getreide kommt, um ein Brot backen zu können. Es ist sehr wichtig, dass unsere Generation nochmal das macht, weil ansonsten geht sozusagen das Kulturgut verloren. Das weiß keiner mehr irgendwann. So ist es. Und dann sagen sie, ja, ist einmal irgendwas gemacht worden. Aber wir wissen nie mehr, wie es gegangen ist. Ne? Wenn man sich das Viertel jetzt anschaut, wie lange darfst du jetzt da brauchen mit einem Mähdrescher für das? Mit einer Mähdrescher wird es in 20 Minuten ungefähr erledigt. Und wie lange braucht es auf die alte Weise? Weil wir nicht die Schnelleren sind, mindestens einen Tag. Dann die Röse schon schwach. Wenn es so heiß ist wie heute, denkst du nicht ab und zu, okay, lass uns bleiben, wenn wir die Mähmaschine. Ja, man hat sich das früher so eingeteilt, dass man sehr früh ist rausgegangen, also wo es noch etwas kühler war, in der Mittagszeit ausgesetzt hat und oft auch dann erst in die Nacht hinein bis Mitternacht eigentlich deckelt hat, wie man das nennt. Früher war es so, dass mehr Damen am Acker waren, die nur aufgenommen haben und die Männer haben eben angemacht. Ne? Das ist so aufteilt gewesen. Nach dem Mahn wird das Getreide also aufgenommen und in Bündeln aufgelegt, damit man später die sogenannten Garben binden kann. Solche Bandeln braucht es, damit das Ganze zusammenhält. Das muss ja ein Knopf werden, wie dein Tut. Und zweimal und dann auseinander. Was ich mich erinnern kann, wir haben es mit Freuden gemacht. Wir haben gewusst, für was wir arbeiten. Das war nicht alle wahrscheinlich, oder? Als ein Kleiner noch immer eher, als wenn man dann über Jugendlichen geworden ist, ist es dann natürlich anders, weil ja andere Interessen sind. Uns war Ferienzeit, Getreide schneiden, dreschen. Das war unsere Zeit. Das waren unsere Ferien. War aber auch eine schöne Zeit, weil der Zusammenhalt einfach da war. Von klein auf bis jetzt. Ja. Ich meine, ist Familie, oder? Ist das nicht schön? Wenn man die Arbeit am Feld als Kind schon gelernt hat, verlernt man es nicht mehr. Jeder Handgriff sitzt und eine Garbe, also Getreidebündel nach dem anderen, kommt dazu. Anders schaut's aus, wenn der Hans seine Freund von der Ligister Schücherleitenmusik zum Helfen einspannt. Das muss man so anzeigen, wenn ich das mache, gell? Also, dann machen wir es jetzt gleich. Weißt so wie beim Harmonikaunterricht. Und jetzt einmal fest anziehen. Fest anziehen. So, anziehen, ziehen. Ja, und jetzt dran.
Da merkt man, dass du der Bub vom Baggerfahrer bist. Die Hände nur für den Joystick. Und jetzt da weiter dran, wie ein Schneck und rein. Ja bitte! Jetzt die ganze Gaben noch schneizen. Da so machen, gell? Du musst das schneizen, da ein bisschen Schreizen heißt Ja. das. Gerade dieses leichtere, was ist, außerflug. Was, das, was ich da ausgeschneit Die habe? Musikanten helfen auch mit, oder wie? Ja, immer. Ja, gewöhnungsbedürftig, weil so mache ich das eigentlich nicht. Sieht man Aber- gar nicht. Danke. Aber es wird. In der Ruhe liegt die Kraft, sage ich mal. Das Musikspielen lustig, oder? Ja, eigentlich schon. Jetzt anstrengend. Wie geht's denn mit dem Lehrer, wie geht's denn mit dem Hans? Kann er so halbwegs erklären? Sag nichts Falsches, ich bin Ja. im Leben. Ja, ist halt genau. Das was wir halt meistens nicht so sind. Aber wir brauchen ja einen, der was das ein bisschen genauer nimmt. So eine spezielle Arbeit lernt man eben nicht in 5 Minuten. Aber vielleicht wird es mit ein bisschen Übung ja auch noch bei den Musikanten. Für die Profis ist nach einem halben Tag in der prallen Sonne erst einmal eine Stärkung angesagt. Unterm selben Baum, wo die Leute nach der Feldarbeit schon vor 100 Jahren im Schatten gesessen sind. Nur ein paar Kilometer von einer weg, weiter unten im Tal zwischen die weststeirischen Weinberge, liegt die Gemeinde Ligist. Ein Ort mit viel Geschichte. Ab dem 16. Jahrhundert war Ligist besonders bekannt für seine Hammerwerke, entlang vom Ligistbach. Eins davon ist das Hammerwerk Rob. Da ist das Werkzeug gemacht worden, das die Bauern für ihre Arbeit am Feld braucht haben. Julia Ehrlich ist die Besitzerin und Enkelin vom letzten Hammerherrn, also Schmiedemeister in Ligist. Meine Familie, in dem Fall mein Großvater, der Herr Rob, Johannes Rob, der wurde 1945 aus der Ostslowakei vertrieben und hat dann hier die Möglichkeit 1952 gehabt zu kaufen. Er hat dieses Hammerwerk betrieben mit seiner Familie. Großmutter war sozusagen die Dame im Hintergrund, die die Rechnungen geschrieben hat, die alles im Kopf gehabt hat. Und der Opa war der Schmiedemeister, der seine Lehrlinge ausgebildet hat. Und der war mit Leib und Seele Hammerschmied. Bis heute ist die denkmalgeschützte Schmiede voll intakt. Der Lois hat 1952 als 15-Jähriger da sein Lehr angefangen. Damals war es halt so, jetzt musst du lernen gehen, ausfertig, wohin ist wurscht. Köflerkaffee war zu weit. Und ein anderer Mechaniker hat mich wohl nehmen, der hat auch gesagt, wenn der eine nicht bleibt, dann komme ich dran und der eine ist aber geblieben. Und dann bin ich da runtergekommen. Wie viele Leute haben da darin gearbeitet in der Hochzeit, in die 50er In der und 60er Hochzeit war gleichzeitig? das, wie ich hergekommen bin. Da waren bei jedem Feier 2, ein Schmied und der Helfer. Und wie viele Feier hat es gegeben? 3 Feier, das war auch noch im Also Betrieb. 6 Leute. Ja, und der letzte war ich aus der 7. Zuerst der Springer ne? Und so andere Sachen auch machen müssen, wie es immer war früher bei den Lehrbuben. Das ist halt so gearbeitet worden. Eine martialische und laute Arbeit. Zimperlich hat man da nicht sein dürfen. Vor allem am großen Hammer. Wie der genau funktioniert hat, sagt uns der Lois am Modell, das er selber gebaut hat. Ja, das ist das Fluder, das war mit Wasser voll und das war ungefähr 1,25 Meter hoch und 2,50 Meter breit und voll mit Wasser. Es war 25 Meter lang und oft, wenn es zum Schmieden war, ist der Lehrer zugekommen und hat ganz langsam runtergezogen. Das heißt quasi, das Wasser hat das Rad Rad angetrieben. angetrieben, ja. Und du bist als 15-jähriger Bub da gestanden, Ja. hast da angezogen quasi. Ja. Dann hat sich der Hammer bewegt. Ja. Das war aber eine verantwortungsvolle Aufgabe wahrscheinlich als 15-Jähriger. Ja, weil du hast müssen immer genau auf den Schmied schauen. Und wenn er gesagt hat, langsamer mit den Stangen auf, dass weniger Wasser rinnt. Und wenn er sagt, aus, sofort, das ist der Bauer gewesen, dann hast du müssen reinschieben, damit der Hammer nicht Kern auf Kern klopft. Das hast du alles du gemacht. Ja, da habe ich einmal gleich als Lehrbuch zuerst 2 reingeschoben und da ist auch der Finger schief. Und das kleine Modell ist quasi der Hammer, Ja, der ist irgendwo. der, ja. Ja, Und da- wo ist der Zughebel, wo du gestanden bist? Der ist da oben gewesen.
Das heißt, du bist da gestanden? Und sobald der Hammer das Nackenmühlen aufhebt, hast du den Bauer ausgezogen und der Hammer hat gearbeitet. Und das muss ja unglaublich laute Arbeit gewesen sein, wenn du da gestanden bist. Ja, es war schon eine laute Arbeit, wenn du Eisen auf Eisen geschmiedet hast. Wenn es warm war, ist es nicht so laut gewesen, aber wenn du die Toren eingeschmiedet hast, dann ist es laut gewesen. Und du hast immer müssen da so stehen. Und hörst du noch was? Ja, es war üblich, dass die Leute immer gesagt haben, der ist hammerterisch. War man stolz, dass man Schmied war in der Zeit? War es ein angesehener Beruf? Es war angesehen, weil die Bauern rundherum das alles noch gebraucht haben. Krampen, Schaufeln, Haken. Die sind da gekommen, die Holzknecht. Er braucht einen Sabel, Spitzen und so. Das haben wir alles gemacht. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert war das was, ein Hammerherr zu sein. Die Familie hat im sogenannten Hammerherrenhaus gewohnt, die Arbeiter in einem Nebengebäude, weil der Weg zum Hammerwerk von daheim aus oft zu weit war. Gegessen hat man miteinander. Und wenn die Chefin runtergekommen ist, haben sie gesagt, hat sie sich am Amboss aufgesetzt, und wenn der Amboss warm war, waren die Arbeiter fleißig, dann haben sie ihr Essen verdient. Das Hammerwerk Rob war das letzte aktive Werk in Ligist. Wie die maschinelle Fertigung immer mehr geworden ist, hat die Nachfrage aber auch da nachlassen. 1972 ist das Werk stillgelegt worden. Das Einzige, was ich noch immer sehr tröstend finde, ist, ich höre den Bach. Und wenn jetzt natürlich der Louis schmiedet und ich höre dann den Hammer klopfen, ist das Herz erwärmend, weil das ist auch mein Herzschlag, muss ich dazu sagen. Also nicht nur der von meinen Vorfahren. Am Feld haben die Musikanten währenddessen fleißig geübt. Ja, schau mal her. Der kann den Hut durchschmeißen. Furchtbar. Der muss besser machen. Der Erfolg ist eher überschaubar. Der Umdraht hast du eben sehr gut, würde ich sagen. Das ist ja schon mal was. Den kriegst du nie mehr auf. Okay. Und nachher Und jetzt da gescheit. um und umdrehen und umdrehen, umdrehen und da jetzt fixieren. So. Du die Faust aber aus, sonst Ja. Und jetzt? sonst frisst Und er. jetzt drehe ich da fest. Nein. Und umdreht, nicht ist schon genug umdreht und jetzt musst du einmal andrehen. Ja. Jetzt haben wir da jetzt voll ein Würstel beieinander. Das halt. Einen Teigel machen wir da. Ein Deckel stellen hast du das quasi, oder wie? Ja, Ja, jetzt machen wir was untergerührt kommt das Gerippe. und immer schön zusammenhalten. Du das halten quasi, oder wie? Ja, das ist wichtig, dass das nicht auseinander geht. Das ist die wichtigste Arbeit. Und das soll immer eine Frau sein. Warum? Kann die besser halten, oder wieso? Das ist noch ein kleines Leben. Vielleicht haben sie die Burschen fürs Halten aber auch immer ein Dirndl gewünscht, weil man sie beim sogenannten Häusen, also Zusammendrucken, zwangsweise ein bisschen näher kommt. Das heißt, das da drüber ist der Hut. Jawohl. Und was macht der? Der schützt die unterhalb drinnen. Ach so, das heißt, das oben wird hin, Das könnte hin werden, wenn der Schauer kommt. ist aber wurscht, weil es geht darum, dass drunter die Leine Genau, die bleiben gut. Die passiert nichts mehr. und darum tut man quasi eine Decke drauf. Jawohl. Okay. Und wieso tut sich das jetzt noch an, die ganze Arbeit, wenn sie so viel... Wie der Schwager hat einen Sinn gehabt. Der Der ist schuld quasi. Der will unbedingt noch händisch arbeiten. Und du musst mitziehen. Ja, das machen wir mit. Normal für die Kinder das zu sagen, aber die sind nicht abgehauen inzwischen. Wieso haben die angehauen? Weiß auch nicht. Da ist das langweilig geworden. Habt ihr das nicht genug eingespannt, oder wie? Ja, das mit dem Mithelfen nimmt nicht jeder so ernst. Und auch die Schücherleitenmusik wird erst vollzählig, wie es nach dem ganzen Tag am Feld danach zum gemütlich Zusammenstehen und musizieren wird.
10 bis 14 Tage muss das Getreide jetzt am Feld trocknen, bevor es weiter vorwärts werden kann. Ist die Zeit ohne ein großes Unwetter gut über die Bühne gegangen, geht's für die 400 Kilogramm schwere Fuhr endlich zum Dreschen. Und zwar auch so wie vor 150 Jahren, ohne Maschine, aber mit einer Pferdestärke. Der Klaus Seelos vom Freilichtmuseum Stübing weiß, um wie viel das für die Bauern damals gegangen ist. Meistens hat man 3 in der Vorhand geführt. Wenn es gegangen ist, wenn man nicht zu viel gehabt hat, weil dann ist es ein bisschen dauerlos gewesen, dann hat man auch nicht so viel Kern verloren, weil jeder Kern einfach wertvoll war. Da hat man drauf geschaut, dass Genau, man möglichst dass sauber arbeitet. dass man ja viel heimbringt, weil jeder verlorene Kern, viele verlorene Kern ist gleich mal so viel drauf, was weg ist. Da schaut man heute nicht mehr drauf, wenn es mit dem Mähdrescher drüber Heute, wenn da die alten Bauern, wenn die heute aufsteigen, und die fauzelten die aber vom Mähdrescher, wenn sie sagen, was dahinter hat sich fliegt. Ah, wirklich? Ja. Da ist schon sauber gearbeitet. Ja, aber ein Hagel weiter an der Zeit, vor der Ernte, so wie der Acker da steht, haben die Leute gehungert im Winter. Die Alten sind gestorben, die Jungen sind gestorben an Unterernährung, weil einfach nichts da war. Die haben nicht einkaufen können. Die sind auf Gedeih und Verderb von dem abhängig gewesen. Per Hand und mit einem Dreschflegel. Das ist die ganz alte Weis vom Dreschen. Unvorstellbar, dass die Bauern so jedes Jahr tausende Kilo Getreide vorwärts haben. Kann das ja jeder da im Takt das arbeiten oder gibt es einen, der das gar nicht zusammenbringt? Im Grunde genommen, es gibt keine unmusikalischen Menschen. Sie werden unmusikalisch das sagst du gemacht, jetzt so. aber nur normalerweise. Es hat ja jeder Bauernknecht dreschen Kind. Und da muss einer schon ganz botschert sein, dass er das nicht zusammenbracht. Klaus, und das, was du da jetzt hast, ist der klassische Dreschflegel. Genau so. Wie hat der funktioniert? Den Dreschflegel gibt es natürlich in verschiedenen Arten. Und so bei uns da ist der üblich. Das ist einmal der Handstab da. Da hast du ihn gehalten quasi? Genau so. Das ist das sogenannte Mitterband, was den Handstab und den Drischl selber verbindet. Und das ist der Drischl. Und das Mitterbandel ist ein Sauschwarten. Der wird beim Sauerstechen gleich vom Knack bis zum Sauschwerfel hinten geschnitten, so breit, in Aschen eingerieben und auf 2 Hölzer aufgewickelt. Das wird dann beinhart richtig fest, kannst du angreifen, wird wie ein Scharnier. Das funktioniert dann wie ein Scharnier, weil wir dann ja einschlagen, dass der Drischl wieder zurückherruft. Immer gelingt es nicht, ab und zu muss man auch einleiern, heißt das, wenn man nachdraht, heißt leiern, sagt man dazu. Und ja, das ist der Drischl, der Originale. Klaus, und wie lange hat man jetzt das Drescht auf die alte Weise, so wie ihr es jetzt gemacht habt, gemacht? Natürlich in den entlegenen Gebieten, also in die Rückzugsgebiete, weit auf, bis in die 60er Jahre. Und dafür macht man das als händisch gedroschenes Korn. Die Maschine war dann die erste kleine Erleichterung für die Bauern beim Dreschen. Die Talgebiete, da hat es schon viel früher angefangen, da sind dann die Stiftmaschinen gekommen und dann ist ja der Bratdrescher mit der Putzerei gekommen, wo man dann wirklich die Brate reingelassen hat und unten ist der fertige Kern rausgekommen. Und genau so eine Dreschmaschine aus den 60er Jahren versuchen die Schröttners nach über 30 Jahren Stillstand wieder in Betrieb zu nehmen. Mit einer Mischung aus ein bisschen roher Gewalt und Fingerspitzengefühl bringen sie es wirklich zusammen. Das geht jetzt schon um einiges schneller als das Dreschen mit der Hand. Peter, du bist da jetzt quasi der Herr über die Dreschmaschine. Genau. Was passiert da genau? Das ist eigentlich die technische Nachfolge vom Dreschen mit dem Dreschflegel, aber in die modernere Version mit der Trommel. Das heißt, das, was wir vorher manuell gemacht haben, macht die Maschine jetzt allein. Genau. Wie viel Zeit hat man sich gespart mit der Maschine? Ungefähr die halbe Zeit gegenüber früher sicher. Kommst du nicht mit der Hand rein da? Muss man aufpassen. Also das ist vollste Konzentration den ganzen Tag. Dann gebe ich jetzt eine Ruhe. Ja, ist recht. Bin wieder dahin. Juliane, da hinten darf man nicht gar so hart sein, gell? Nein, es ist keine schwere Arbeit, aber eine dreckige Arbeit. Wie hat man da ausgeschaut, wenn da tagelang das Zeug rauskommt? Am Abend wieder rauf und gehört. Ah, wirklich? Ja, man war voll schwarz. Wirklich voll schwarz. Okay.
Ja. Wegen dem haben sie wahrscheinlich ja lieber dann die Frauen dahergestellt. Waren sie gewohnt ein wenig schon, nein, oder? Das war immer Frauenarbeit. Ach so. Ja, das war schon immer Frauenarbeit. Natürlich, die Blunzenbinder, die haben da lieber ein Junge gesehen. Wieso das? Ja, weil sie es dann zum Schluss in die Blunzen bunden haben. Was heißt das? Einfach geschnappt und reingehauen? Packt und reinbunden, zugemacht und den Blunzenstecker raufgeben. Ja, das ist Die eh wild zugegangen. älteren Damen haben sie ein bisschen Respekt. Ist dir das auch passiert? Oh ja. Ach so? Ja, freilich. Aber man muss schon ein bisschen was aushalten. Ja, man muss schon was aushalten. Man darf nicht zimperlich sein. Wenn das kein Droschen ist, ist bei den Schröttners natürlich Anstoßen und Feiern angesagt, dass die Maschine durchgehalten hat und dass alles gut gegangen ist. Der mit dazu sitzen. Ich sicher, hau die zu. Hans. Ja. Erste Frage, die mich interessiert, wieso habt ihr keine Schuhe an? Die Stotzen waren frisch gewaschen und die Haxen sind heute schon dreckig. Die Temperatur passt dazu. Jetzt haben wir gesagt, jetzt lassen wir sie gleich weg. Für mich als Auswärtiger ist die weststeirische Musik allweil zackig, flott, ein wenig wild und allweil eine Unterhaltung. Liege ich da halbwegs richtig? Ich glaube, das trifft auch recht gut zu auf das, was wir darstellen wollen. Also die Weststeiermark macht sowieso ein bisschen aus, dass wir ein bisschen wachser unterwegs sind. Die einen meinen, dass das eben auf einen Schulcher kommt. Aber bei uns liegt es ein bisschen im Blut, dass das ein bisschen wachser anlaufen muss. Nicht nur beim Arbeiten oder so, dass wir schneller zugreifen oder so, sondern auch beim Spülen, dass du sagst, du druckst das ein bisschen gar raus. Da rund um uns sitzen alles fleißige Tänzer. Die Daten sind schon zugekommen und sagen, du Musik spielst ein bisschen wachser. Also da müssen wir schon uns zubehalten, dass das auch so anläuft. Also klassische Musik, wo es um die Schuhe auszieht. Kannst du völlig so sagen. Jetzt haben wir die aber in Arbeiten auch gesehen. Und das, was wir da gesehen haben, das Dreschen auf die alte Weise, ist ja extrem viel Arbeit, wenn man das heute noch so macht. Und jetzt gehörst du zur jungen Generation. Wieso tust du das jetzt noch an, die ganze Arbeit, wenn es doch so viel leichter und so viel einfacher gegangen? Ich finde, es hat bei uns schon mit einer Kultur zu tun, wie die Leute früher gearbeitet haben. Es hat aus die Leute das gemacht, was sie heute sind. Und mit genau dem, was sie heute sind, müssen wir schauen, dass wir das ein bisschen da halten. Oder dass du sagst, dass du das in die Zukunft führst. Und natürlich gibt es weitaus flottere Wege. Oder heute der Mähdrescher fährt rein und hat das in einer halben Stunde erledigt. Der Schandl lacht schon drüben, sie ist der Mähdrescher Fahrer. Aber das hat auch was für sich. Und wie wir da so gestern am Acker gestanden sind oder heute bei der Dreschmaschine eben, du bist halt nicht allein. Du brauchst einmal einen Schock Leute und der Schock Leute macht es auch aus. Der Schock Leute hält zusammen, die arbeiten miteinander, die schöpfen, auf die Nacht hucken sie sich zusammen, spielen ein bisschen miteinander, singen miteinander. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns in der Kultur. Es ist schon beeindruckend, wie selbstverständlich es für die Leute da ist, so viel Zeit und Kraft zu investieren, damit die Tradition und das Wissen weiterleben. Aber irgendwie passt es auch zu die Weststeirer und ihrer Macher-Mentalität. Und vielleicht ist das wirklich der Grund, warum man da 100 Jahre noch weiß, wie es geht, das Dreschen auf die alte Weise. Vierteil! Ja!